8. Kapitel Erfüllung. Gerade am nächsten Tag, wo die Berta und der Berto aufstehen, sie haben bis zum Mittag geschlafen, machen sich die beiden nach einem richtig grossen und stärkenden Morgen auf den Weg zum Schloss. Dein Brot ist einfach immer wieder ein wahrhaft göttlicher Genuss, Mutter, meint der Berto, wo die beiden kurz davor sind, aus dem Wald zu kommen. Er meint es genauso, wie er sagt, weder dabei zu übertreiben noch zu spinnen. Und dann noch die Beerenkonfitüre, denkt er. Und der Berto weiss, dass das auch einfach damit zu tun hat, dass er seine Mutter nun mal von ganzem Herzen liebt. Seine Hexenmutter. Mit ihrer Stimme, die so leicht und unbeschwert klingt, wie das Wasser von einem Fluss, wo an einem sonnigen Tag talwärts über Fels und Stein fliesst, sagt Berta, wo sie einen Ast fest hat, damit ihren Sohn aus dem Wald retten kann. Du machst mich heute ja ganz verlegen, mein Kind. Du weisst doch bestimmt, dass meine Liebe zu dir das wahre Geheimrezept ist. Sie macht eine kleine Pause, hat sich der ausgestreckte Zeigefinger von der linken Hand an die Lippen und meint dann, aber psst, das ist nämlich ein Familiengeheimnis. Der Berto macht seine Mutter nach, indem auch er den ausgestreckten Zeigefinger an seine Lippen hat und sagt mit einem verschwörerischen Flüstern, psst, ist gut, ich habe verstanden. Er sagt das dabei so ernst und feierlich, dass die Berta darauf aber nicht anders kann, als ihren Sohn fest in ihre Arme zu nehmen und ihn sanft an sich zu drücken. Der Berto erwidert die Umarmung voller Genuss und schnauft dabei den natürlich, liebreizenden Duft von den Haaren von seiner Mutter ein. Der Berto ist mittlerweile noch ein rechtes Stück gewachsen, seit er dann zumal vor 7 Jahren die kleine Lichtung vor der Höhle, wo du sein Daheim geworden ist, betreten hat. Und so stehen die beiden lieb und fest umschlungen am Waldrand und geniessen einfach den Moment, während über ihren Kopf ab und zu eine Krähe vorbeifliegt. Später dann, wo die beiden ins Schloss kommen, sind die Spuren vom Fest von letzter Nacht noch nicht ganz alle verschwunden, obschon die Berta und der Berto sehen, dass das gesamte Schlosspersonal mit grossem Eifer am Aufräumen und am Putzen ist. Es gibt auch wirklich mehr als genug Gründe, um glücklich zu sein. Jetzt, wo das Bibeliviertel, wie der Berto der König genannt hat, nicht mehr da ist. Es hat schliesslich die gesamte Bevölkerung von Gonzhausen unter seinem Joch und seiner Unerfahrenheit und seinem kindischen Benehmen zu leiden gehabt. Er war wirklich alles andere, als man sich einen wahrhaften König mal vorstellen. Das dürften wir also ruhig glauben. Gerade in dem Moment, wo sich der Berto nach der Königin erkundigen will, kommt sie in einem wunderschönen Kleid die Stegen ab. Berto kommt es vor, als würde sie dabei schweben, statt zu laufen. Und er muss ein paar Mal blinzeln. Und im nächsten Augenblick steht die Königin bei Berta und bei ihm. Auch das ist Magie, denkt der Berta mit einem Anflug von wahrhafter Freude. Die Königin ist etwa 5-6 Jahre älter als der Berta und er verliebt sich sofort in sie. Er ist gefesselt von ihrer unbeschreiblichen Schönheit, von ihrer und so ist er zuerst einfach nur mal sprachlos und baff. Und zwar so fest, dass er mit Zündgück und roten Backen den Blick senkt, um das Muster auf dem Teppich, wo die 3 drauf stehen, genauer zu inspizieren. Die Berta bemerkt die Verlegenheit von ihrem Sohn natürlich sofort und auch der Königin, und so weiss also die Berta, dass jetzt alles wird gut kommen. Und die Berta hat recht gehabt. Kurz darauf heiratet der Berto, nämlich die Königin, und so regieren die beiden jetzt mit aufrichtigem Willen, mit grosser Liebe und mit viel Schlauheit das Land, das dann aufblüht wie eine Rose
auf einer Wiese im Sommer. Die Berta trifft auch dort die Wahl, weiterhin in ihrer Höhle zu leben, wo sie hier und da Besuch von Berta und von seiner Frau, der Königin, bekommt. Und natürlich ist auch die Berta ein gern gesehener Gast auf dem Schloss, wo wir jetzt sogar ab und zu farbigen Rauch sehen können, der aus dem Küchenfenster gegen den Himmel steigt. Die Magie, ja, die entwickelt sich also dann prächtig im ganzen Land und die Berta ist jetzt sogar die Meisterin von ein paar wissbegierigen Schülerinnen und Schüler, die von ihr in den magischen Künsten unterrichtet werden. Der Reichtum wird auch für das Volk von Gonzhausen und allen anderen Dörfern und Städten grösser und schon bald werden zu Ehren vom König Berto und seiner Königin Gedichte und Lieder dichtet. Die Liebe von diesen beiden geht prächtig, wie man sich im ganzen Land erzählt, und schon in ein paar Jahren wird die Königin am Berto das erste von insgesamt 4 Kindern schenken. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Der Berto wird sein Leben lang ein guter Mensch bleiben und dazu braucht er niemand zu fragen, weil er weiss, fühlt sich etwas gut an in seinem Herz, so hat er auch keine weiteren Gedanken darüber zu verschwenden und dementsprechend zu handeln. Die anderen 3 Kinder, die alle schon beim grossen Fest auf dem Schloss anwesend waren, leben von nun an im Schloss. Vor allem braucht sich die Anne, der Gustav und auch die Gabriela jetzt nicht mehr länger zu fürchten vor ihrer Mutter. Weil das haben neben Berta auch sie gemacht, das könnt ihr mir beruhigt glauben. Sie verbringen alle ihre wunderbare Kindheit hinter den Schlossmauern und werden später dann, wo sie alle 3 erwachsen sind, zum Berta seinen engsten Vertrauten. Die Erziehung von Berta hat also doch noch das Unmögliche möglich gemacht und aus dem Berta das gemacht, was er eben heute ist. Der Berta und seine Mutter haben also das gemacht, was musste gemacht werden, und das war gut gewesen. Zudem weiss der Berta jetzt auch, dass nur er allein in seinem Leben wählen kann, was gut und was böse ist. Und so wird der Berta ein sehr gescheiter und guter König. Aus dem Wald können wir noch ein letztes Mal den Rabengesang «Kra, kra, kra, kra» vernehmen. Und so ist das Märchen jetzt zu Ende. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Und ich sage euch mir aufrichtig Dank. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr dann wollt.